جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي. Die Zahl der Muslime soll in den nächsten 20 Jahren doppelt so schnell wachsen wie die restliche Weltbevölkerung. Das geht aus einer aktuellen amerikanischen Studie hervor. Danach soll die muslimische Bevölkerung jährlich um 1,5% anwachsen. Die Zahl der Nichtmuslime dagegen nur um 0,7%, heißt es. Im Jahr 2030 wird demnach der Anteil der Muslime an der Weltbevölkerung 26,4% ausmachen. In Europa soll die Zahl islamischer Einwohner von 44 Millionen auf knapp 60 Millionen steigen. Mehr Briten als ursprünglich erwartet sind offenbar zum Islam übergetreten. Laut einem Bericht der britischen Tageszeitung Independent hatten die Behörden seit 2001 mit ursprünglich 14.000 bis 25.000 Konvertiten gerechnet. Einer aktuellen Studie zufolge seien die Zahlen mit etwa 100.000 Übertritten allerdings ungefähr viermal so hoch gewesen. Vor allem Frauen seien in unerwartet hoher Zahl konvertiert. Ihr Anteil betrage etwa 2/3. Das Durchschnittsalter liege bei 27,5 Jahren. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. 17, Alhamdulillah. Okay, wir machen das jetzt und ihr macht auch alle Shahada. Wenn da draußen noch jemand ist, der Islam annehmen will, der sagt die Shahada mit. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aber liebe Geschwister, Wallahi, wa billahi, ich schwöre bei Allah, dem Allmächtigen, der Sieg für den Islam und für die Muslime ist sehr, sehr nah, liebe Geschwister. Und Allah hat das versprochen. Und wir leben in einer Zeit, in dem die Menschen alles umgedreht haben. Und der Prophet sallam prophezeite uns auch diese Zeit. Aber was sehen wir da? Wir sehen, dass der Prophet Muhammad sallam ein Gesandter Gottes ist. Und alles, was er gesagt hat, trifft ein aufs Genaueste, subhanallah. Er hat gesagt, dass diese Zeit kommen wird. In Ägypten scheint die Stimmung zu kippen. Mit 62% wünscht sich die Mehrheit Gesetze, die strikt den Regeln des Koran folgen. Das besagt die Meinungsumfrage eines amerikanischen Forschungsinstituts, berichtet die Nachrichtenagentur AP. 50% finden es danach wichtig, dass eine religiöse Partei die Regierung bilden soll. Weitere 37% favorisieren dafür die Muslimbruderschaft. 2/3 lehnen die Religionsfreiheit für Christen ab. Und mehr als die Hälfte aller Ägypter sind gegen das 1979 geschlossene Friedensabkommen mit Israel. Unter dem gestürzten Präsidenten Mubarak wurden mit Unterstützung des Westens solche radikal-islamistischen Tendenzen fast 30 Jahre unter Kontrolle gehalten. Aber glaub es mir, uns kann keiner aufhalten, inshallah. Wir werden weitermachen. Und wir werden von Stadt zu Stadt gehen und wirst sehen, wie der Widerstand bröckeln wird, inshallah. Das einzige Islamzentrum in Mailand ist geschlossen worden. Das meldet die afrikanische Nachrichtenagentur Pana Press. Damit solle der Ausdehnung des Islam in Europa entgegengewirkt werden, heißt es. In Bahrain wurde auf Anordnung des Justizministers eine Moschee geschlossen. Es gab zahlreiche Demonstrationen.
Die Gegner der Schließung sprachen von Verletzungen der Menschenrechte. Beobachter erwarten eine Zuspitzung der Lage. Sie haben vergessen, dass diese Religion, die wird sowieso siegen, weil die Religion gehört nicht uns. Wenn es unsere Religion wäre, dann hätten wir schon verloren. Aber die Religion ist Allah und Allah kann man nicht besiegen, subhanallah. Und sie bekämpfen uns mit allen Mitteln, mit Medien. Und die versuchen irgendwie alles zu tun, damit irgendwie die Leute die Angst vor dem Islam haben. Aber trotzdem, subhanallah, je mehr sie tun und dagegen kämpfen, desto mehr kommen Leute zum Islam, überall auf der Welt. Warum? Weil das Allah so will. Das ist die Erde von Allah. Und die Religion ist Allahs Religion, subhanallah. Alhamdulillah, Koranübersetzungen sind ausverkauft hier in Deutschland. Und der Islam siegt. Der Zug ist abgefahren. Und ist sowieso, der siegt sowieso. Ob du drauf steigst oder nicht. Aber auf dich kommt es an, ob du gewinnst oder verlierst. Da ist es schon erstaunlich, dass gleichzeitig immer mehr junge britische Frauen zum Islam übertreten. 100.000 waren es allein 2010, fast doppelt. Ohne den Islam könne Deutschland nie Perfektion erreichen. Islam. Muslimen in Deutschland. Islam. Islam. Muslimen. Islamistische Islam. Muslimische Islam. Islam. Islam und Islam. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sie hören einige der mächtigsten Worte der Weltgeschichte. Sie sind der Motor einer der am schnellsten wachsenden Religionen der Welt. Seit 1400 Jahren erklingen diese Worte mit Milliarden von Stimmen. Die Worte des heiligen Buchs des Islam, der Koran. Der Koran enthält nicht nur von Gott inspirierte Worte des Propheten oder die Geschichte wichtiger Ereignisse. Er ist Gottes eigene Botschaft an die Welt.